Ja, grüß euch Leute. Heute einmal ganz ein anderes Video. Wie ihr seht, ich bin ein bisschen schärfer als sonst. Liegt vielleicht daran, dass ich mir eine neue Kamera zugelegt habe. Und ich hoffe, dass jetzt das qualitativ auch dann was hermacht. Ja, warum hocke ich jetzt eigentlich da? Viele Leute von euch werden ja wahrscheinlich schon mitgekriegt haben, zurzeit darf man nirgendwo mehr hingehen und so. Sollte euch bekannt sein, Lockdown und die ganze Scheiße. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, wir hocken uns jetzt miteinander quasi in einem Video zusammen und trinken miteinander. Bei mir ist jetzt ein Weißbier. Trinken wir miteinander ein Weißbier, das nennen wir dann fachgerecht Social Weißbier, weil das schaut ja blöd aus, wenn man bloß allein vom Fernseher rumsauft. Also, ich würde es euch nicht zum Trinken animieren, aber nehmt euch euer Getränk, euer Wahl, ist mir doch scheißegal, sauft ein Limo, Robbie Bubble, ist doch mir wurscht, jetzt habe ich auch noch verschüttet. Ganz leicht, aber hilft ja nichts. So, um was geht's eigentlich? Habt ihr gewusst, dass man Paintball damals mit scharfer Munition gespielt hat, ne? Was würde ich eigentlich sagen? Genau. Social Weißbiering. Na, Social Weißbier. Jetzt habe ich es verkackt auch noch. Egal. Was ich noch dazu sagen wollte, oder was ich dazu sagen wollte, wer es vielleicht mitgekriegt hat, mein letztes Video ist gesperrt worden. Oder was war das letzte Video? Das war das Heimkommen-Video. Weil, und das müsst ihr euch einmal geben, weil wegen grausamen Inhalt. Das lasse ich jetzt einfach mal so sagen. Grausamer Inhalt, weil ich halt das Klo künstlich, also fast künstlich vollgespielt habe. Auf Kamera. Also das war geschauspielert. Viele Leute von euch haben mir noch gemeint, das war echt. Also zumindest nicht auf der Kamera. Das war alles geschauspielert. Das habe ich selber in meiner Küche zusammengemischt von dem, was meine Alte gekocht hat. Also, erst einmal sage ich Prost. Kann man lassen. Super, jetzt heißes KB auch noch drauf. Ja, ist halt blöd gelaufen. Ich habe jetzt YouTube angeschrieben und habe halt gesagt, es stimmt nicht alles. Ja, was können wir halt noch alles machen? Das soll jetzt eigentlich nur so als Startvideo fungieren, sage ich jetzt einmal. Deswegen habe ich jetzt einmal gesagt, hau ich mir ein paar Kommentare raus, die wo ich täglich, was heißt täglich, sehr oft krieg. Das sind zum Beispiel Sachen wie heißt das verfickte Lied in jedem Video im Hintergrund. Da muss ich leider dazu sagen, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich habe damals vor 300 nach, was weiß ich, bayerische Volksmusik eingegeben und das erste Video genommen, was ich gefunden habe. Also ich kann euch das gern verlinken, das ist echt nichts Besonderes. Viele wissen ja schon, das hat Salat schrumpft der Bizeps Lied, Sepp hat das hergenommen. Ja. Und ja, ich hau's euch unten in die Beschreibung rein. Dann kriege ich oft die Frage, wann kommt der Fotzen Erwin? Fotzen Erwin, Fotzen Erwin, Fotzen Erwin. Wisst was, wir rufen einfach einmal an. Schauen wir mal, was er sagt, der Fotzen Erwin. Ja. Die wird wahrscheinlich schon schlafen, die Mischzeug. Ja, Erwin, grüß dich. Du, blöde Frage. Ich muss gleich ein Video dran. Wie darf's denn ausschauen? Du und der Spätzl, hä? Was? Oh, du Drecksau, du Verschissene. Ja, wirklich? Ha! Jetzt mal kurz, ich muss mich jetzt kurz unterhalten. Nein, Erwin, du, ich brauch dich mal wieder für ein Video, weil die Leute drehen mir durch. Da das hier hauen. Würfel! Ja, Fotzen Erwin wird demnächst nicht erscheinen. Ich hoffe, jemand anders hat Zeit. Ja, was lese ich da noch? Ich habe mir da so ein bisschen so Notizen gemacht. Wann geht's endlich auf Twitch an? Ja, ich habe mir, oder erst einmal, ich wollte mir einen Account auf Twitch machen. Gebe ich ein, Nutzernamen, E-Mail-Adresse, scheiße gewandern. Jetzt sagt mir der Twitch, der Name Vollgerät, so wie ich es immer geschrieben habe, ist nicht verfügbar. Toll. Dann habe ich halt ein paar Nummern ausprobiert. Ich habe keine Ahnung, was habe ich jetzt dann am Schluss endlich gehabt. Weiß ich gerade nicht. Ich schicke euch alles in die Beschreibung rein.
Wann ich das letztendlich und ob ich es überhaupt mache, das liegt jetzt einmal nur in die Sterne, weil ich habe jetzt gerade hier das ganze Equipment und so zusammengekauft. Ich habe keine Ahnung. Ich krieg's schon rechtzeitig mit. Und weil auch viele fragen, wann ich wieder mal beim Bierger oder so dabei bin. Ja. Wenn wir uns heute einmal zusammenschreiben oder wenn die Gelegenheit einmal da ist. Call of Duty war jetzt, sag jetzt einmal nicht so Erfolg gekrönt, aber vielleicht mal was anderes. Vielleicht kommt da mal was raus, was wir besser können. Mal schauen. Bürger, wenn du siehst, ich bin jederzeit, bin ich für dich da. Ja, was gibt's noch alles? Ja, viele Leute schreiben mir in die Kommentare, oder was heißt, die schreiben nicht, die fangen von vornherein, kommen auf ein Video und schreiben, welche Sprache ist das? Weil ich jetzt gerade sehe, von dem 20 halbig gesoffen, das ist ja durchgeschossen, da leckt mich am Arsch. Nach 6 Jahren fangen sie auf einmal an, das Video zu schauen, keine Ahnung. Jedenfalls schreiben die Leute drunter, ja, was ist das für eine Sprache, habe ich noch nie gehört. Kommst du vom Wald raus oder was weiß ich? Wenn du auf den Videotitel klickst, da wo bayerisch draufsteht, dann kann es bayerisch sein. Weiß ich nicht. Wie es ja machen das. Jedenfalls, ja, an jeden nicht bayerisch verstehenden Menschen tut's mir leid. Aber früher haben wir gesagt, das hört sich einfach lustig an. Sie wissen nicht, um was das geht, aber das hört sich lustig an. Gut, finde ich auch in Ordnung. Warum nicht? Oh, ist aber herb. Naja, ist ja auch egal. Was würde ich eigentlich noch alles erzählen? Ja, wenn euch noch irgendwie was dazu einfallen darf, was wissen wollt, was für Schuhgreis, schlägt der Scheiß oder der Hund drauf, schreibt es in die Kommentare. Ich probiere, dass ich das auch in so einem Video verpacken kann. Im nächsten Social Weißbier. Und dann können wir miteinander wieder was trinken. Also, ihr müsst nicht, aber ihr könnt's, weil, müsst ja. Ja, was ich noch loswerden wollte, übrigens schöne Grüße an den Herrn Andreas. Jetzt haben sie wahrscheinlich 100 Andreas angesprochen gefühlt, aber der weiß schon, was das geht. Der hat mir einen Link geschickt, weil jetzt ja gerade dann Valentinstag und so ist, falls ihr es noch nicht gesagt, also ich kann euch da was empfehlen. Man kann, und jetzt passt auf, das ist kein Schmarrn, man kann von seiner Rosetten einen Abdruck machen lassen und das als Praline verkaufen. Ja. Ein Raunen geht durchs Stadion. Das ist kein Witz. Man kann sein Arschloch in Pralinen verwandeln. Wie genau ist man jetzt da drauf gekommen? Ich will es gar nicht wissen. Jedenfalls, wenn ihr euer Arschloch verewigen lassen wollt, keine Ahnung, vielleicht wollt ihr einen Goldkettler draus machen oder einen Zimmerschmuck. Genau, haut wieder das Bulli-Bild dahin, haut euch euer Arschloch auf 14:36 und ja, wer weiß, vielleicht freut sich ja da mal drüber. Oder auch nicht, ist ja egal. Also, ich nehme nochmal so einen Zug. Hoffentlich holt es die Speicherkarten aus. Ja, und nebenbei so Lockdown-mäßig, was treibt ihr so die ganze Zeit? Dürfen wir nichts machen? Nicht sagen's. Was sagen sie gerade? Ab wie viel März? Ab 1. März dürft ihr wieder euer Haar schneiden lassen. Immerhin, das ist schon mal ein Anfang, hätte ich gesagt. Ja, und wie es halt weitergeht, schauen wir mal. Und so lang werden wir wahrscheinlich in unsere 4 Wände hocken dürfen und der Xaver fällt halt dann daheim vom Biertisch noch. Das weißt du eh nicht. Ist ja auch wurscht. Deswegen mache ich auch die Videoreihe. Also, wenn es eine Videoreihe wird, vielleicht werden es ja bloß 2 kleine Schnipsel. Weiß ich nicht. So einen richtig festen Stuhlgang, na Schmarrn, festen Uploadplan habe ich nicht. Es kommt, wie es kommt. Können wir ja nichts machen. Jetzt merke ich gerade, ich war zu weit vom Mikrofon weg. Ist ja wurscht, das hört ja schon. Oh, so. Kann den Schnaps trinken. Ja, jedenfalls, das war so ein kurzes Update bzw. Info-Video, wie es jetzt demnächst weitergehen wird. Schauen wir mal. Natürlich kommt der Fotzen Erwin und der Gerhard, natürlich kommen die noch, weil was anderes wird eh nicht angeschaut bei mir. Nein, Schmarrn. Ja, wie es mit dem Streamen ausschaut,
Das ist noch ein bisschen, steckt noch ein bisschen in die Kinderschuhe. Ich war jetzt 2-mal oder so, war ich auf YouTube live. Hat ganz gut hingehauen. Fast. Ja, ich muss mich da noch ein bisschen einstudieren und wer weiß, vielleicht sehen wir uns demnächst auf Twitch. Und falls es so sein sollte, sage ich euch Bescheid natürlich. Also, kurze Info reingehauen, zack, ihr wisst doch eh Bescheid. Ja gut, wie gesagt, wenn euch irgendwas noch einfällt an Fragen oder was zum Bereichern, verzeiht eine Geschichte, wie es letzte Woche, jetzt blöd, letztes Jahr von der Kerber heimgekommen seid, vom Volksfest, was weiß ich. Ich kann es vorlesen und mir wahrscheinlich einen Arsch drüber ablachen. Mal schauen, vielleicht habt ihr irgendwas für mich. Vielleicht auch lustige Fotos, aber keine Zöpfe bitte. Und nein, ich mache auch keine Zöpfe an die Wand. Auch wenn das 500 Leute in dem letzten Livestream wollten. Machen wir vielleicht auch anders mal. Gut, jedenfalls, was ist jetzt fürs erste Mal? Erst einmal schauen, ob das auch qualitativ alles hingehört hat. Ich hoffe, weil ich bin ja jetzt ausgestattet irgendwie. Also von der Weiten schaut es eigentlich ganz gut aus. Wenn jetzt das mit dem Mikrofon her, dann sehen wir uns nächste Woche auf Pro7. Beim Glas und beim Joko. Nein, Schmarrn. So, jetzt muss ich brauchst nur ein Schlusswort verkünden. Der letzte Schluck. Naja, der letzte Schluck. Ah Gott. Okay. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt geschmeidig und versucht, dass es keinen umbringt. Also, für die dabei.